Der Mythos ist kein Mythos und damit willkommen zurück hier zu Hyrule Warriors. Ja, die Rede ist natürlich vom Rubin Glitch, den habe ich jetzt mittlerweile bereits zweimal hingekriegt und möchte ich euch gerne mal eine Version davon zeigen. Ja, also ich habe jetzt mal eine Mission, das war eine der oberen, wo man zwei Gumas auf der Karte hat, ich weiß gar nicht mehr welche. Ich habe das Ganze bereits im Vorfeld aufgenommen, wie ich bereits mal angekündigt hatte. Ich habe auf den Aufnahmebutton geklickt und mal für mich selbst versucht das Ganze. Und ja, was man in der Variante versucht, und zwar Link mit dem Feuerstab. Klappt ganz gut, und zwar auf die Art und Weise. Das Ziel sollte sein, jetzt in diesem Fall halt Goma zu schwächen, und zwar so weit, bis diese praktisch keine Schildleistung mehr hat. Dann ist aber schnell weg. Ja. Mit dem Gleiter würde es natürlich auch gehen, aber dort aber das Problem ist mit der Kontrolle, und deswegen war meiner Ansicht nach hier der Feuerstab bei Link ein bisschen die safere Variante. Komm schon, Goma. Laser, Laser, Laserbeam Show. Gut, jetzt war am Text, war noch ein bisschen schwächen. Bis kurz vor dem Ende, da muss ich schnell weg. So, jetzt zum Beispiel. Und einmal, zweimal. Perfekt. So, jetzt sind wir in diesem Kreis. Muss ich von hier aus Goma schwächen. Und zwar insoweit, dass ich, ja, ihn auf fast ganz runterbringe. Und ich darf soweit auch relativ wenig Gegner besiegt haben, sprich, ich glaube, es hießen wegen was weniger als 30 Rubine bereits gesammelt haben oder weniger als 100, das ist mir immer unterschiedlicher Ansicht. Und dann zum Schluss Goma und ein paar große Viecher, oh, da war gerade falsch. Ja, noch Goma plus einen Plug gemacht und Fail, hat nicht geklappt, also gleich, noch einmal. Beziehungsweise ein bisschen komisch schneiden, merke ich gerade so im Nachhinein. Ja, das ist bereits jetzt, glaube ich, der 40. Versuch, ohne Scherz. Also, die Taktik war die richtige, aber es muss ein bisschen mehr als einer sein. Man sieht es gleich, und zwar werde ich am Schluss etwa 3 Typen platt machen. Also sprich 3 normale Gegner plus Goma mit dem letzten Schlag halt. Ich glaube, allgemein sagt man irgendwie, dass 3 eine gute Zahl wäre, aber natürlich kein Garant, dass es trotzdem funktioniert. Man braucht trotz allem sehr, sehr viel Glück. Ja, schon Laser und tschüss. Ja, auch hier wiederum seht ihr noch 10 Gegner platt gemacht und sonst relativ wenig Rubine. Sind, glaube ich, immer noch weniger als 30, natürlich sehr gut. Jetzt ein bisschen weiter entfernt. Ja. Das war nicht ganz so gut. Come on. Oh, nicht springen. Ich hasse den Move, ey. Daneben, ha! Der macht Spinne, ey. So, come on. Mann! Goma. Goma, Goma, Goma. Du bist so schlimmer als meine Oma. Haha. Oh, das mag er nicht gerne. Ja, come on. Du stehst da gut, du stehst perfekt. Ich habe nicht perfekt genug. So, komm schon. Mann, Alter. Geht doch. So, jetzt ist er entfernen natürlich wieder mal. Zweimal, glaube 4-mal sogar, bis alles down ist. So, jetzt aber. Jetzt auch hier wiederum schwächen, bis Goma fast erledigt ist. Und dann mit dem letzten Schuss Goma selbst ein paar Gegner platt machen. In diesem Fall wären es gleich 3 Stück. Ob das immer mit 3 klappt oder dass die höchste Chance ist, keine Ahnung. Dann werdet ihr gleich sehen, wie das Ganze mit Rubin Glitch aussehen wird. Und welche Auswirkungen vor allem das Ganze auf das Gameplay hat. Perfekt, und jetzt noch hier ein paar Typen, gut gezielt und ja, es ist anhand rechts unten von der Co-Anzahl, 15 insgesamt jetzt und zackewumms. Geil, wa? So oder so ungefähr kann man Rubin Glitch ausführen, ist natürlich eine ganz geile Sache. Das Problem ist nur, ich habe es jetzt insgesamt etwa 40 Mal versucht. 2-mal hat es geklappt. 2-mal hat dieser Glitch endlich mal funktioniert. Das eine Mal habe ich es aufgenommen, das andere Mal leider nicht. Das war das erste Mal, wo ich ein bisschen überrascht, dass es doch noch geht. Und ja, das erste Mal Rubin Glitchen, was war rausgekommen? Dass hier alle anderen Hauptcharaktere aus, sagen wir mal, dem Legendenmodus, nicht wahr? Die vorkamen, haben Stufe 70 erreicht. Tja, also gut, der Runde war sowieso schon 74, von dem her gab es nicht mehr viel zu tun. Ja, zum mal sagen, bekommt der Rest auch noch ein Power-Up. Und zwar, ja, ich zeig's mal so, wa? Trainingsraum, ihr seht so jetzt Rubine. Fast 10 Millionen Rubine. Ist doch eigentlich ganz geil, so das Maximum, sprich,
kannst nur nicht irgendwie mehrmals ineinander durchführen, du musst immer zwischendurch mal wieder das Geld ausgeben. Gut, ist nicht das große Problem. Jetzt müssen wir aber gucken, wie wir das Ganze machen, weil ich brauche mit einigen Charakteren, mit ein paar Charakteren brauchen noch die Stufe 3 Waffen. Nach generell natürlich noch Herzcontainer, das heißt, ich muss da ein bisschen klug leveln jetzt, wa? Also Gandalf hat nichts mehr zu tun, gut, vielleicht noch ein Herz oder so etwas, aber das ist ein anderes Thema dann. Für als Stufe 3 Waffen ist sicher Priorität. Wenn man sagen, hat 10 Level, war, aber ihr seht jetzt schon, Alter, bereits 1 Million braucht man dafür. Bloß für 10 Mikro-Level, gut, wir sind schon eine relativ hohe Stufe, aber trotzdem. Lana braucht nochmal eine Waffe. Stufe 80. So, Sheik, Imber brauchen nichts mehr, die haben bereits alles. Dann kommen wir zu der Runia, der hat... Was ist das Stufe, wir sind schon so weit. Ich hab den noch gar nicht gelevelt, dann schlecht. Okay, Ruto braucht noch ihre Stufe 3 Waffe, also auch da. Wenn es halt schneller geht. Ja, dann künftig halt versuchen, Offscreen Rubin Glitch noch weiter auszuführen, weil ganz ehrlich, klar, es ist ja ein Glitchen, so man könnte sagen, ja, das Spiegelglitch, ein bisschen Cheat und so. Nee. Glitchen und Cheaten ist nicht das gleiche. Glitch bedeutet, du nutzt einen Bug des Spiels aus. Oder ein Bug ist auch übertrieben, einfach halt ein Szenario, was nicht ganz so geplant war von den Entwicklern. Und Cheat wäre wirklich etwas herbeizuführen, was spieletechnisch gar nicht möglich ist, sondern du einfach halt herbeizwingst durch, ja, halt Eingreifen ins Spielgeschehen selbst. Das machen wir nicht, wir werden jetzt hier halt ein bisschen halt, ganz ehrlich, du siehst auch hier, du kriegst pro Rubin-Glitch etwa 10 Millionen Rubine, gut, aber damit kannst du halt trotzdem nicht all deine Charaktere direkt auf Stufe 200 und so hochleveln, geht trotzdem nicht, du musst immer noch ein bisschen gucken, von wegen, ja, das und das Level, das wir vielleicht gehen, ja, als Stufe 80. Schauen wir doch noch mehr cool, als ich dachte, okay, man, denk mal alle Stufe 80 hier, was spielen da Hauptcharaktere? Wenn ich halt, wie gesagt, erst noch versuchen, Offscreen zu machen, das heißt nicht, dass es nochmal klappen wird. Kann durchaus sein, dass das zweimal geklappt hat und das war's jetzt. Das wird nie mehr klappen, kann auch sein. Der andere, die schafft es irgendwie in einer Stunde irgendwie 10 Mal, der andere schafft es in 3 Stunden vielleicht 3 Mal. Wie gesagt, sind noch unterschiedlich und ich bin einfach froh, dass es zweimal geklappt hat. Das eine, was er halt aufnehmen konnte. Und jetzt schauen wir einfach mal, dass wir relativ gut noch durchkommen hier. Und alle ein bisschen leveln. Geil, war. So, Link geht leider noch nicht. Das wäre ein bisschen zu schön, wahr zu sein. 80, 80, 80. Ist das nicht der Hammer, Freunde? Ja, man sieht es direkt. Kriegen wir alle hin. Nö, Fei bereits nicht mehr, war. Genau. Fies, war. Ich denke, das wird auch schon reichen. Was wir hier schon vom Level her haben. So, und dann noch 2 Stück. Natürlich fehlen die anderen sowieso noch, oder? Die DLC-Charaktere, die machen, wie gesagt, erst am Schluss halt die 2 vor allem nach einer Terminal-Karte, brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Die werden vor allem bei Master Quest ein Thema sein, wobei ich natürlich frage, angenommen, ihr schafft es durch einen Rubin-Glitch und ein paar Mal durchführen kann, alle Charaktere auf Level 100 zu bringen. Denkt ihr, ich habe eine Chance, in Abenteuerkarte, natürlich auch in der Schattenkarte durchzukommen? Oder würde ihr sagen, nee, Stufe 100 ist zu niedrig, du brauchst 150 oder 200 gar, um da locker durchzubrechen. Der hat noch schwierig, war. Okay, so dazu, zum Rubin-Glitch und so, und jetzt geht es erstmal weiter. Denn wie gesagt, wir wollen ja vor allem noch Stufe 3 Waffen freischalten. Kann man ein bisschen gucken, welche wollen wir am besten, ich muss irgendwie, ja. Jetzt natürlich hier ein bisschen doof. Wir können hier mit Zelt direkt mal ein bisschen noch trainieren. Aber ne, vor allem würde ich sagen, ich mache hier mit Agnetha weiter. Ich weiß, die ist kein Bock auf Agnetha eigentlich. Statt der Meisterstrategen. Oh, ich glaube, die Map war riesig, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, direkt das Triforce, okay, die 3 können, glaube ich, hin mit Agnetha. Dann hoffentlich nie mehr Agnetha. Ach ne, stimmt, wir müssen noch die ganzen Upgrades. Oh, scheiße. Ja, Cut, kleine Planänderung, Freunde, wir machen die Mission doch nicht. Wir waren gerade kurz drin und die Mission ist total kacke. Also erstmal natürlich mit Agnetha sowieso. Alter, das erste Mal muss ich neu starten, weil ich zu viel Schaden genommen habe. Das zweite Mal total verloren, weil die aus allen Richtungen kamen und Agnetha sowieso kacke zum Steuern ist. Ja, sorry für alle Agnetha-Fans, die gerne mit dir steuern. Ich kann es einfach nicht, das sag's mal so, aber kein Skill dafür. Die Reichweite total beschissen und nee, das ist doof mit ihr.
Deswegen machen wir das Ganze anders und so mache ich jetzt doch noch die Mission mit Santo. Da, keine Ahnung, muss ich vielleicht noch mal ein bisschen trainieren und so, mir Strategie überlegen oder sonst echt. Ja, heißt das Meisterstratege, war? In die Mission bewegen. Ah ne, war das andere, das hier. Oder ich muss noch mal ein paar Level mit ihr machen. Alter, ich krieg doch erst Stufe 3 Waffe, aber ey, das ist kacke die Mission. Ja, seht's noch in späteren Folgen des Let's Plays. Mann, hey, war das scheiße. Da kamen die von allen Richtungen, natürlich nicht nur ein oder zwei, nicht gleich miteinander. Von allen Seiten mich bombardiert, ihr kennt ja Knete, die haut nicht so richtig rein. Naja, was soll's. So, was bin ich jetzt? Genau, nach da oben. Perfekt. Erstmal durch die Mitte. Dann relativ wenig Schaden für Level 80. Na, oben, es liegt nur an der Waffe. Zumindest in Special Effects mangelt es dem Guten nicht. Das muss man so immer lassen. Jo, schon um einiges Space Ghost. Wir haben noch den Typen, der hat überhaupt mit gar nichts ein Problem. Oh nein, schon wieder die Scheiße, ey. Der hat vorhin schon mit Agneta-Mission. Ja, muss unbedingt darum kümmern. Jetzt muss der drauf gehen. Der nervt sonst, sag ich mal Hauptquartier zu. Hat ein ganzes Herz abgezogen, hallo? Bin ich Stufe 80 oder bin ich es nicht? Die Frage kann ich mir sparen. Lebt immer noch? So, jetzt ist aber finito hier. Gut, wir haben noch zwei Gegner dort, links und rechts. Müssen aber erstmal die Köpfe loswerden. Also wir gehen direkt runter. Der Rest ist mir alles egal. Sollen die anderen machen. Wie gehe ich jetzt da am besten vor? Okay, das ist sowieso noch ein Herzteil für uns. Oder Container. Weiß es gerade nicht mehr auswendig. Alter, die Folge muss ich ja extrem cutten. Echt übel. Also meinen halt wegen... Wow! Wegen Rubin-Glitch. Wie gesagt, ich habe dort etwa eine Stunde versucht, bis mal geklappt, dann natürlich alles aufgenommen. Das war eine große Episode und dann, ja, jetzt wollen wir nach Agnetas Mission nochmal rausschneiden. Ne, so ist jetzt lang gedauert, ganz ehrlich. Mein Ziel ist ja immer noch, auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist, dass wir es schaffen, das Master-Schwert mit Part 100 freizuschalten. Das Spiel natürlich das Siegel zu brechen, wa? Wie gesagt, Chance ist eher klein, aber man soll niemals aufgeben. Also zumindest mal alle Charaktere Level 100 waren natürlich auch geil. Folge 100, alle Charaktere Level 100. Und Rubin Glitch und irgendeine Unmöglichkeit, wohlgemerkt. Jetzt müsst ihr leider gehen, denn ich habe keine Zeit mehr für euch. Boom. So, sehr schön. Jetzt haben wir noch den Typen da vorne. Den Spacko vom Dienst. Juhu, und Santa freut sich. Ja, will mich natürlich auch freuen, wa? Über so ein Geschenk. Ein Herzcontainer für den verrückten König. Ja, geil, Mann, wa? Ja, voll krass. So, jetzt kriege ich den noch. Gut, habe ich sonst noch etwas? Jo, danke. Okay, wieder weiter. Nächsten Tentakel ausschalten und dann halt da oben einen Typen platt machen, wa? Klappt hoffentlich. Ja, ich weiß. Wir brauchen einen Schlüssel dazu noch. Nö, glaube nicht. Hier war... doch, hier war auch was.
Mir die Hilfe nicht schlecht. Nee, das ist mir total egal. Gut, ich bin bald da, Alter. Wer es glaubt. Das dauert hier noch eine Weile. Alter! Bin ich gar nicht mehr drauf, oder wie? Geht doch. Ja, du bist total kacke. Du bist uns keine kleine Hilfe. Was? Keine kleine Hilfe stand da echt jetzt? Du bist uns keine kleine Hilfe. Ich habe bekommen, was ich wollte. Das ist wahr. So, und jetzt ausschauen. Natürlich unser Hauptquartier an Sicherheit. Die Festung selbst brauche ich gerade nicht. Vielleicht nachher für ein paar Gegner noch, war. Aber die Typen sind da wichtiger. Alter, sind das viele. Natürlich alle auf einem Haufen. Alle unter einer Kugel. Gandalf ist ja hier, der schafft das alleine, hallo? Greifen wir an. Bitte was? Gut, das war's. Einfach wenn wir sagen, das schaffen die alleine. Vom Girahim. Sie bestätigt. Na klar, Feierabend für Girahim. Ich glaub's auch. Ja, also das schafft alleine, ganz ehrlich. Also wenn nicht, dann bin ich ein bisschen enttäuscht von unserem lieben Gerudo-König. Dem Prinzen der Finsternis, was auch immer für weiteren Namen noch trägt. Alter, okay. Er kriegt mich nicht. Du. Und den Schildbrecher. Was? Ein Bedrängnis? Wollen wir verarschen? Ich fange es mir in die Stirn zu bieten und du wagst zu verlieren? Ja gut, da kann man schon. Ich bin ja hier gleich fertig. Das ist einfach nicht mehr. Wohl doch. Hat vermutlich gereicht. Was? Geht doch. Okay, aber alle Goodies, wa? Warte mal. Ich habe jetzt vorhin die Truhe Bossina aber die geholt. Das sprich die ganz unten links. In der Festung. Ich habe das jetzt nicht mehr so schwören können, aber jetzt irgendwie im Nachhinein. Oh, das ist ein bisschen viel unterwegs hier. Da fleucht und keucht ein bisschen viel auf einmal. Problem erledigt. Oh, na schön wär's. Verdammt, natürlich Mana schon voll verbraucht. Oh, der macht einen guten Damage gegen Sheik. Beinahe Shield gesagt. Ich kann auch Shield. Nur weil ich vorhin Avengers geguckt habe, könnte sein. Okay, immer noch viel los. Und nicht mehr viel in der Hose. Wow. Steig doch mal auf. Was halt so. Ja, haben wir erwischt. Wie sieht's? Ah, verdammt. War zu kurz. Hilfe. Verdammte Shike. Hilfe, was hast du da, Kumpel? So, schon besser. So, wäre hinüber. Der nächste, bitte. Seht ihr das gerade auch rechts unten? Was? Alter, kriege ich hier Rubine? Ich sehe jetzt erst. Ich habe noch gar keinen Rubin. Ich habe weder Rubin Plus, noch Erfahrungsplus drauf und kriege trotzdem dermaßen viel. Alter, Goldmaterial schlecht. Okay, kann ich extrem geil farmen und trainieren natürlich. Wenn wir das nur Rubin glitschen, ein bisschen auf den ja, Zacken gehen würde, sag jetzt mal. Was sowieso nie passiert, aber naja. So, was macht denn Schaden und Zeit? Müsste beides noch IO sein, wa? Der Schaden könnte besser sein, aber ich glaube, es reicht.
Der Feind der Feldmarschall. Der kommt erst später. Na, wieso nicht, wahr? Gut, dann haben wir hier Ganondorf. Jetzt erstmal muss ich das noch machen. Dann gehe ich wieder, wie gesagt, runter. Hilfe, wieso ist denn plötzlich stark? Das spricht doch wegen gestärkt. Das war ein Fehler, Kumpel. Wer stark genug ist, kann es nehmen, was er will. Alter, wie wenig. Ja, da den Schildleiste brechen wird lustig. Da gibt es hier auch noch. Ist in Nähe. Ja, Entschuldigung. Ja, Hilfe. Die Skulltula. Die ist nämlich hier in der Nähe, und zwar hier im Vorraum. Dort. Danke, Mann. Natürlich wie übel. Zweite Skulltula hole ich mir offscreen. Ist im gleichen Ort, aber halt 1000 Gegner platt machen. Wobei es sowieso nicht mehr gehen würde jetzt, weil ich zu viel Schaden genommen habe. Weil darfst nur weniger als 4 Herzenschaden nehmen. Der hält echt was aus. Respekt, Alter. Ja, dann fällt sie halt, ist mir doch egal. Die brauche ich eh nicht. Na, die fällt nicht so schnell. Okay, jetzt zieht's zurück. So, jetzt muss er ganz schnell nach unten. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt Dinge genommen habe. Sprich das Item daraus und dann warte noch ein paar Gegner, wobei, das ist einfach in der Festung dort unten. Mensch, wäre noch geil. Ein bisschen Magie könnte nicht schaden. Ich frage mich gerade, ob irgendwie Zanto mit Y, jetzt wo seine Leiste voll ist, noch was machen kann. Na, sehen wir sich auch gleich. Ich wusste doch, ich hab die einfach übersehen. Ich war doch so, als hätte ich nur eine Kiste eingesammelt oder geöffnet halt. Herzteil! So, der Rest kann ich mal. Wir haben die Skulti, wir haben alle Goodies. Wir haben fast alle Gegner von Zeit, ja, von der Zeit her sowieso. Muss da rein. Servus, Kibohim, wie geht's denn? So, übrigens, Leute, merkt schon, ich habe da die Sequenz jetzt definitiv deaktiviert. Ich hatte es zwar bereits früher mal bei Bossen und so, aber ja. Wohl durch irgendwelche Updates wieder nicht mehr inklusive, keine Ahnung. Hat nicht so lange gehalten. Hä? Was ist das gerade für eine Attacke mit Y? Scheinbar ist leise doch nur, um sein Schwert zu stärken. Zanto, es kann lustig werden, wenn du nur so wenig Damage machst. Alter, haben wir irgendwelche Goodies hier? Ja, ein paar Herzen, toll, brauche ich gerade nicht. Da ist mir voller, okay, den sparen wir noch auf. Naja, gehen wir ein bisschen in Deckung, war. Tja, Mann. Genetische Angriffe ausnutzen, heißt die Parole. Oh, das wird lustig. Hehe. Haben Zeit doch gesehen. Verdammt, einmal zu viel. Nein, hat er recht. Gut. Anfängergegner ist auch gut. Stufe 81 bereits. Alter, wir gelevelt haben das. Wie gesagt, ohne Erfahrung plus. Stellen wir vor, ich habe Erfahrung plus drauf. Ich würde echt jeden Gegner mitnehmen und das Ganze ein paar Mal machen. Naja, natürlich schon schnell, natürlich niemals so schnell wie mit dem Rubin Glitch. Solange halt er noch geht. Ja, das war zu erwarten. Ah! Was? Gemeinheit!
Nimm das, nimm das, los! Zeit, Hilfe! Das könnte echt noch knapp werden, Freunde. Alter, wie wenig Schaden ich einfach bei ihm mache. Mir egal, dann krepierst du halt. Ich habe gerade andere Sorgen. So, komm schon, geh doch mal drauf. Ah, geht doch. So, wo war noch alles? Jo. Kontrolle, was die Schaden betrifft, weil der Rest war noch gut. Nein! War zu viel Schaden? Och, leck mir doch am Arsch, ey. Was ist das denn? Oh, come on, ey. Ich muss das auch noch offscreen machen. Total kacke, wa? Tschüss. Tschüss, du bist mal lustig, ey. Alter, was für eine Folge, was für eine Folge. Hä? Hä? Hab mich gerade in der Mission vertan, oder aber... Oh, jetzt sehe ich es, ich trottel die ganze Zeit. Oh nein, ich hab vergessen, nicht Waffe freizuschalten. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie die ganze Zeit gesagt hat, oh Mann, Michael, da von Anfang an, ey, du hast mich Waffe vergessen freizuschalten. Gut, mein Fehler, deswegen muss ich natürlich sowieso machen, ganz klar. Mann, ich kann bloß so einen Fehler machen. Ja, so gehypt vom Rubin-Bonus und allem möglichen. Also, wie gesagt, ich mache das nochmal offscreen, dann zeige ich euch nachher Santos Waffen noch, ganz klar. Im nächsten Part geht es, glaube ich, hier weiter. Und wenn ich, glaube ich, damit es schneller geht, mit Link voranschreiten. Können wir auch gucken, in der Stärke und so. Dann hoffentlich kriegen wir das noch hin. Oder aber ich mache dort rechts weiter mit, wobei nicht, das wäre besser. Ich mache erst das hier. Ganz gut mal gucken, was ich eigentlich auch. Aber noch. Ah, okay, cool, haben noch einen. Ja, wie gesagt, mache das im nächsten Part mit Link, entweder mit dem kleinen oder mit dem großen, sehen wir das alles noch. Und dann, das hoffentlich auch noch mit Zelda, dann Waffe freischalten, hoffentlich vergesst das nicht wieder. Damit ihr direkt mal hier weitermachen, Herz und Skulltula holen und glaube ich, hier war auch noch was. Nö. Ja, gut, in diesem Sinne, Freunde, ja, sag's mal so, der eine Teil war cool, der andere Teil war nicht so cool und insgesamt total verkackt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.